somit grüß dich zurück zu einer weiteren kleinen Partie Battleship, basierend auf dem Film Battleship. Und ich habe das schon einmal gespielt, das ist jetzt über ein Jahr her. Und 2 Aufnahmen werden wir noch machen von diesem Spiel. Kurzen Blick. Die Musik ist nämlich immens laut. Ab den Ohrwascheln. Das hältst du fast nicht aus, obwohl sie nicht so schlecht ist. So, zurück. Und zwar Einzelspieler. Wir werden heute nochmal klassisch spielen. Und beim nächsten Mal, das wird dann auch das letzte Mal sein, Kommandeure. Verwende Ressourcen, um bessere Fähigkeiten zu verwenden. Das habe ich mal kurz angespielt oder probiert. Die schreit, die Musik ist ein Wahnsinn. Und das ist nicht so schlecht. Das gefällt mir sogar besser wie das Klassische. Aber wie gesagt, es ist halt... es gibt dann auch verschiedene Schwierigkeitsgrade mit unterschiedlichen Arenen aufgebaut. Und ich zeige das jetzt einfach nochmal. Zur Erinnerung. Klassik schaut so aus. Dann gibt es noch Arenen, die du halt freispielen kannst, etc. Siehst du, das kostet gleich mal was, 2 Euro pro Arena, das braucht man nicht, das interessiert auch keinen. Ich hätte gesagt, heute wählen wir nochmal Klassik. So, das sind wir. Das ist unser Gegner. Und dann kannst du dir noch verschiedene Dinge freischalten, beziehungsweise freikaufen. Klar. Ja, so schaut das Ganze aus. Wie du siehst, ich bin ja schon Stufe 2. Du kannst es dann so lange spielen, wie du willst, aber es wird mit der Zeit sehr repetitiv. Ich habe es jetzt 2-3 Mal probiert wieder. So offline oder außerhalb von den ganzen Quakel. Ich hätte gesagt, mittel und schwer gibt es dann noch. Aber wir beruhen uns jetzt einmal auf mittel und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es halt sagen. Spielen wir mal. Es ist jetzt zwar auch wieder repetitiv, weil das so in der Form habe ich schon einmal gespielt. Wie ist das gegangen? So. So. Ich meine, es ist ein kurzweiliges Vergnügen, das Spiel, das muss man auch dazu sagen, gell? Ja, ich hätte gesagt, wir lassen es dabei mal so. Das war ein bisschen... Ja. So, wer ist dran? Wir sind dran. Dankeschön. Man, ich stehe auf so Film, muss ich da einfach gesagt sagen. Battleship war nicht so schlecht. Gut, es ist von Hasbro gewesen. Ich weiß, Transformers ist auch ein sehr umstrittener Film, beziehungsweise eine sehr umstrittene Spielereihe. Was? Warte mal kurz, meine Logik dahinter verstehe ich jetzt selber gerade nicht. Mir persönlich haben alle 5 Filme gut gefallen, vor allem ab Teil 3 bis 5 haben sie mir sehr gut gefallen. Sind halt sehr kurzweilige Filme, gell? Aber wie gesagt, ich mag einen Mark Wahlberg und deswegen haben mir auch die Teil 4 und 5 auch sehr gut gefallen. Nur wie gesagt, ich hätte halt gern gewusst, diesen Teil, noch Teil 5 mit Quintessa und Unicron weitergegangen wäre. Hätte mich interessiert. Da ich ja auch damals den ersten Film gesehen habe, irgendwann 1985, 86. Sehr gut. Oh, jetzt ist natürlich die große Frage. Dankeschön, Meister. Ja, wir haben ein Schiff versenkt. Schön. Also, ich bin dran. Wie gesagt, es ist ein sehr kurzweiliges Vergnügen. Wenn du auf der Hauptseite schaust, unter der Kategorie Indie-Spiele, ist das auch drinnen.
Sag mal, wo hat denn der seine Schifferle? Ähm. No. Ja, so blöd wird er wohl nicht sein und da unten im Eck drin. Und wir dumm hamstern lassen sein kleines Schiffchen daher. Das ist aber nicht wahr, oder? Ich bin dran. Schön. Ja, wo könnte er denn hier? Nö. Der wird doch wohl nicht irgendein Schiff da am Rand stehen haben. Boah, der da ist 5er Stein, ist großer. Da oder da? Dreck. Sehr gut. Den großen Schlachter haben wir. Das große haben wir jetzt mal weggefahren. Das ist einmal sehr gut. Gute Ausgangsposition. So, ein Gegner ist dran. Jetzt hat er unseren. Na komm. Ja, du hast den kleinsten von uns, also scheiß dich nicht an, Alter. Mir gehen bald die Ideen aus, wo ich da draufklicken soll, dass ich was erwische vor allem, weißt du? Na komm. Wie gesagt, das Spiel ist eine sehr kurzweilige Unterhaltung, aber es ist eine Unterhaltung. Einen Unterhaltungswert als wie den eigenen Fußpilz beim Wuchern anzufeuern. Danke Kalko für Smartscheibe für diesen Spruch. Na komm. Danke, du Pfeife. Das ist das Geile, da fällt mir dann, bei dem Spiel fällt mir irgendwann einmal nicht mehr ein, was ich euch noch erzählen kann. 3 haben wir da. Nö. Ja klar, du Pfeifen. Also wie wenn der jetzt genau gewusst hätte, wo ich meine Schiff stehen. Ja, ja. Gib dir dieses Arschloch, bitte.
Du kleiner, behaarter Sack, du. Also der hat jetzt gecheatet wie Schwein. So ein Cheater. Gewinne ein Spiel mit mindestens einem Schiff intakte Superklasse. Gut, das nächste Mal. Das war jetzt wieder, du hast 6 Sägen. Das kannst du jetzt zig Milliarden Mal spielen, wird mir aber dann persönlich zu langweilig. Beim nächsten Mal werden wir sowas probieren. Schau her, kann ich jetzt sagen. Kommandeure. Mit Sornfeld oder mit Sornfeld. Das ist eh gleich. Und das kann ich dir kurz sagen. Die Schiffe schauen dann so aus. So wie da zum Beispiel, so. Du hast dann Luftangriff, du hast Torpedo etc. Solche kleinen Goodies hast du halt dann dabei, gell? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Schiffe versenken oder auch Battleship für Arme. Baba.